No i kurde myk. I witam. Po perturbacjach niemałych, po wykonaniu wielu zadań pobocznych, po wielu przygodach, również erotycznych, znowu w średniowiecznych Czechach, pchamy fabułę do przodu. Teraz zajmujemy się tak zwaną sprawą morderstwa. Ktoś zabił pana... Jak on się tam nazywał? W sumie nie jest aż takie istotne. Ale musimy się dowiedzieć kto i czemu i za ile. Po co, gdzie i kiedy. Mniej więcej. Tak, było żądlenie, Teresa urządlona. O, to z tym typem mam pogadać. Ojciec Boguta. O, Lubosz. Właśnie, Lubosz. Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leipa das Massaker in Neuhof, das wohl in Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Dzieci Ich pada. hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Das tut mir leid. Aha, okej, to fajnie powiedział. Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Herr im Tak go Himmel, wezmę. Pater. Kannst du das mit reinem Gewissen sagen, obwohl du weißt, dass du damit vielleicht unschuldige Menschen in den Tod schickst? Kann ich. Denn Ah. wenn ich diesen Schwur brechen würde, wären die Folgen viel schlimmer, als wenn ich es nicht täte. Womöglich nicht sofort. Aber auf lange Sicht? Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein. Aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Ja? Also schön. Danke, Pater. Ja? Klingt mir gut. W tym roku powołam się na tajemnicy spowiedzi w urzędzie podatkowym. Ej, to ja też spróbuję. W kwietniu, ej. Może kurde, that's the way to go. A w ogóle muszę zobaczyć, co tu moje postaci. O, możemy sobie coś znowu wziąć. Żongler. Co my tu mamy? Złote usta. Wykształcony. Spisek. Ken. Jesteś przystojny i charyzmatyczny, ale masz charyzma... Siła spada. A. Użyć siły mięśni niż rozumu. Otrzymać 2+ do punktu siły i do retoryki minus. Kurde, nie wiem co sobie tu wziąć. Może kurde to, bo ja często charyzmą się tam, w sensie posługuję tym. Też nie wiem. Albo asceta, zwiadowca. O, rozszerza zakres szybkiej podróży oraz podnosi szansę na unik o kolejne 10%.
Ej, to jest dobre. Zakres szybkiej podróży to jest ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. O, sztuka walki. O. Im bardziej zniszczony jest twój miecz, tym większy otruje swojego przeciwnika. Im mniejsza jest ta maksymalna wartość wytrzymałości, tym większą może zadać ranę. To ciekawe. Gdy twój przeciwnik krwawi, twoja siła wzrasta o 1 punkt. Ej, ale to jest dobre. Im mniejsza wytrzymałość, tym większą ranę zadać. To jest fajne. Brzmi ok. Miecz. Siekiera. Siekiera. O, czytanie. Książki w kramie są tańsze. Widząc po raz pierwszy malowidło naścienne, krzyż pokutny lub kapliczkę, twoja charyzma tymczasowo wzrośnie o 2 punkty. Ja bym przecenił książki. Bo będę je kupował i czytał. No, tu się nic nie pojawiło już. Okej. Jesteśmy coraz lepszym Heinrichem. Aha, no to musimy czekać. O, a co pan tu może mi zaproponować? Gott sei mit dir. Ich Muss komme auf uns Geheiß hier- von Herrn Hanusch von Leiper. Dobra, Ich to weiß wiadomo. nichts darüber. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat, aber nach allem, was passiert ist... Dobra, widzę, że nic nie Das wiesz. ist alles. Danke. Generalnie wal się na ryj. Koniec rozmowy, papa. To tyle. To tyle w tym temacie. Nie idzie się nawet okąpać. A czekajcie, muszę zobaczyć jedna rzecz. Nie, w sumie. Dobra. Czy tu się jakaś idzie dżemnąć? A muszę i tak czekać, to dobra, to poczytam sobie książkę jakąś. To jeszcze nie przeczytałem. Ależ wykształcony będę. Dosłownie zrobimy profesurę potem na uniwersytecie w Padwie. Albo w Bolonii. Kurde, dzisiaj jest jakiś głodny dzień. Zjadłem dzisiaj na śniadanie trochę musli, potem zjadłem zupy grzybowej, potem zjadłem resztkę spaghetti, potem zjadłem pierogi, chyba 7, potem zjadłem jeszcze sera, ten ser, cottage cheese 1 i dalej jestem głodny. To po tym planku pewnie, nowym ćwiczeniu. Dobra, do wieczora, tyle. Nie było kepsa. Kto by kepsy jadł? XXI wiek kepsy. Lol. Wszyscy hajcują. Ein Bier bitte.
Kaj jest ten? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Dobra, zamknij mordę. Oh. Hey. Kaj jest ojciec? Jest. Möge Gottes Segen mit dir sein. Und mit dir, mein Sohn. Nimm Platz. Was zum Teufel? A ta co? Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ich bin aus Skalitz. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Tym kurde. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Tallenberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Da, bitte sehr. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Ich habe nur zwei Hände. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. A nie Die piją. Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten. Oszustwo. Aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Jinx. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Pingiel, zaktualizowałem, ale bez żadnego problemu. No nie wiem jak ci pomóc, kurde. Nie mam pojęcia, no zaktualizował mi się. Zrestartowałem go później niż się zaktualizował. Wir hatten eine Ale nette wszystko, Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. jak Zum widać, Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute Schmiga. sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Du wünschst. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemandem mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. A miałeś TWRP czy stockowe recovery? Ich habe nur zwei Bo Hände. panie, ja nie wiem co to jest TWRP. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Ja, gib Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschitze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde.
Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. No to się odpalił. Siema Ravis, elo. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Da ist es schon. Aha. Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise, für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Gewiss. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Ja miałem tak raz, że się też tak jakby wyłączył i nie działo się nic pod ładowarką przez dłuższy czas, ale okazało się, że jakoś tak się dziwnie rozładował po prostu, jakby do zera nagle, tak wiesz jak. Siema Kolebi. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Ja. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Przyszła bida mora lat, to nie ustoi żadnej chlap. Na kraj padł dziesięć smutek, do dnielo i rano utek, niech ich małżeński majstrat, do wczera żylne staje prach. Už sejmoj svatý muži, nechtěl bych bejbě i kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední den. Budeme se bávit, panorama slávy a pak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž to si jako
Genug ist genug. Vogt! Komm her, na los. Setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits. Und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schandstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof. Über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Tak zostałem usunięty z ostatniego aftera Twitcha. Heinrich, steh mir bei. Może być ciężko. Na los, Vogt! Wolltest eine Schläge? Kurde, taki nadupiony. Ale ładnie, kurde. Jedzie z tematem. Co? Tam dzisnął ktoś. I z kolanka. Już się ledwo na nogach trzymie. Sich so anzustellen ist eine Sünde. Gut getroffen. Powie się, że w afekcie. Bastard. Nie, odcina mnie. Wódka mnie odcina. Nie. Glaubst du etwa, dass ich milde walten lasse? Weil ich... So, meine Lieben. Würdet ihr nicht gern mal die Glocke läuten? Nichts leichter als das. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gut, wen lass den Unsinn? Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Sie können sagen, was sie wollen. Das wollen sie mir schon tun. Vorsicht, Stufe, etwas besser meine auf. Lieben. Passt auf, dass ihr euch nichts tut. Były takie sytuacje w życiu się zdarzają. Może nie konkretnie takie, ale takie pomysły przychodzą do głowy. Da sind wir. Was für eine Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel. Das macht richtig Spaß. Blöder Esel. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Gut, wenn du altes Ferkel. Dann wollen wir. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Aż mi się coś upload zdupił. Czekajcie. Nie wiem, czy mi się coś nie pobiera na Steamie. Kurde. Nie wiem, czy serwera nie będę. Spadają te. Albo robi sobie konserwację jakieś UPC. Albo nie wiem. Czekajcie, może to przejdzie za chwilę. Bo widzę, że tracę kurde klatki.
Ale od czego to? Nic się nie synchronizuje, ani nic takiego. O. Chyba się naprawiło. Obcinałem zasięgi, tak. Ciul, tu padodzisty. Ist das dein Ernst? Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Powiem szczerze, takiego questa się nie spodziewałem. Ale to po tym questie znajdź, że to jest czeska gra. Tak, tyle to powiem. Słynny czeski antyklerykalizm wyszedł na światło dzienne. Gut, du Esel. Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Heilige Scheiße. Wer zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Kurde, coś się dupczy z tym, z uploadem. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, nie wiem, mein czy to Magen. od Twitcha, czy... Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh, Scheiße, die blöde Messe. Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan sind. To niezłe, kurde. To niezła misja antyklerykalna. Tego, żem się nie spodziewał. Ogółem. Dobrze, ale nie ręczę za rezultat. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. No to nieźle, będę wirklich głosił ziemlich kazanie. hungrig. Kurde, muszę coś aby zjeść. A ja jeszcze pijany w ogóle. O.S. O.S.
Trzeba jakoś wyglądać. Dobra. Będzie dobrze. A czemu mam takie niskie tutaj wszystko obniżone tak jakby? LOL. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Saufkopf. Schau mal. Warum laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht? Du warst doch dabei, du Blödmann. Warte nur ab. Schaut ihn euch an. Heilige Maria, er wird sich gleich übergeben. Dem Geschrei von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. Sorry. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Ja pierdolę. Hoc facite in meam commemorationem. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt, wer von beiden zuerst kotzt. No to jedziemy. Ciekawe jak mi to wyjdzie. Zacznę pewnie. Brüder und Schwestern, lasst mich gleich zum Punkt kommen und über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Glaubt nicht an die Kirche, denn die Kirche ist nicht Gott. Gott steht über allen Dingen und die Kirche ist nur ein Mittel zur Erlösung. Eine Tatsache, die die Prälaten nicht gerne hören. Recht hat er. Kontynuuj dobitnie. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Feinde, Musimy przemówienie jak Adolf trzasnąć. Hunger und Chaos, Missernten, Brände, Flut und andere Katastrophen. Und das alles wegen Nie udało się. den korrupten Dienern Gottes, die nicht leben, was sie predigen. Sie glauben, sie könnten Sünden mit Geld fortspülen, indem sie Ablassbriefe verkaufen. Aber das ist nicht richtig. Denn Silber tilgt keine Sünden. Viel Selbstvertrauen hat er in Prag nicht bekommen. Rozpusta. Und welch Sünden! Sie leben mit Dirnen und halten sich Konkubinen, obgleich nur ehelicher Verkehr zum Zwecke der Fortpflanzung rein ist. Nimmt einer ein Weib oder einen Mann, nur um seine Gelüste zu befriedigen, wer verführt sie dazu, wenn nicht Satan?
Und wie ungeheuerlich, wenn dieser Mann ein Diener der Kirche ist. Ein Unzüchtiger, der das Messgewand anlegt und dann Gott sein Gesicht zuwendet. Nichts, was wir nicht eh schon wissen. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue, und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten! Hinfort mit ihnen! Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben. Einen gerechten und einfachen Mann. Ja. Ich sage euch mit den Worten von Jan Hus, den, der viel weiß, den lasset viel sagen. Den, der wenig weiß, den lasset wenig sagen. Lasset jeden so viel sagen, wie er weiß. Und der nichts weiß, den lasset seinen Nächsten zumindest eine tugendhafte Tat lehren, indem er sein Leben frei von Würfelspielen und Unzucht führt. Das gilt sowohl für Seelenhirten als auch für euch, Brüder und Schwestern. Das ist seine Schlussfolgerung? Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. No, to... Wypredikowałem wszystko w tym temacie. Er hat gut gesprochen. Wenn man mal bedenkt, was für ein Säufer er ist. Er hat recht, dieser Hus. Der junge Mann sollte nicht so viel saufen, aber reden. Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Genauso wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Jakie piwka nocne? Sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei... Ej, faktycznie wygląda, jakby był taki mega ruby w tej zbroi i w tym czymś. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. No to nieźle, kurwa. Ja, pierd.
Dalej nadupiony. Znajdź innych zbirów z Neuhofu. Jawohl. Znajdź bandytę w Ledeczku. Ledeczko. Możemy do Ledeczka się tak udać. Tak. No i dobra, i ciśniemy z akcją w przód. Ciężko cisnąć z akcją w tył, nie? Wędrowiec. Aha, to jest rycerz. Ej, ale jakbym tak... Przecież... A czekajcie, a jakbym sobie zapisał... I go spróbował sklepać. Znaczy pewnie mi się nie uda, ale mogę spróbować. Co mi zależy. Was ist denn? Ich möchte dich zum Duell fordern, Herr. Ein kleiner, einvernehmlicher Kampf. Dobra. Warum nicht? Ich kann etwas Übung gebrauchen. Ausgezeichnet. Ich sehe, du hast Schneid. So legen wir los. Mam wpierdol jak nic, ale dobra. A może byś mi dał miecz wyjąć, kolego? O, dobra. O, jest dobry. Ja już całą siłę mam straconą. Myrtka. Jaka myrtka. O. Tym go może porobię. Spokojnie. Trzeba dobrze zarządzać staminą. O. Aj, a! Tu nie... O! Dobra. Ej, nie jest... Kurde, nie jest najgorzej nawet. Ej, kurde. LOL! Wygrałem! Du hast ehrenvoll gewonnen. Aha. I to tyle. Myślałem, że jakieś kurde te dostanę 1 000 000 złotych czy coś. Ej, a jakbym go tak zabił po prostu, ma zajebistą zbroję. Siema Kosuska, witam cię.
Może to było średnio rycerskie. Ale... Kurwa, takie czasy. Takie są czasy podłe. Będą problemy z tego. Nie będzie żadnych problemów, bo nikt nie znajdzie ciała. Keine Probleme. Siema Versusew. Srebrne ostrogi zostały, tak? Faktiko. Kurwa, ale fajne rzeczy ma typ. Ulala. Ładne. Ale miecz to akurat ma słabszy od mojego. Tak, zainstalowałem moda na zapisy. Kurde, wszystko jest eleganckie. I no, z drugiej strony, to kto będzie wiedział, że to jest kradzione? Przecież chyba nikt, nie? Dobra, ja to wydupia na konia. Przecież na tym nie ma napisane, że to jest kradzione. Zdobyczne, właśnie. Nie kradzione, a zdobyczne. Na wrogu. Jakby nie patrzeć. Dobra, my jedziemy do Ledeczka dalej. Może jest mod na goliznę. Może jest. Wędrowiec. Zaś... Nie ma żadnego wędrowca. Czy to ma być gorszy Wiedźmin? Nie! Jaki Wiedźmin? Kurde. To ma wspólnego tyle z RPG-iem, że... z Wiedźminem, że to jest RPG, no. Nie... Mnie takie coś nerwuje. Jak ktoś gada, że to jest taki gorszy Wiedźmin. A kobieta to jest taki gorszy człowiek? Kurde, zaś się coś net dupi, ale nie chce mi się zrestartować streama. Widzę, że się pakiety tracą. Nie wiem czemu. Tak się dzieje. Zwłoki na drodze. Ignoruję. Nie no, spadają, tracą się klatki. Coś się robi z netem, albo z Twitchem. Raczej z Twitchem. Ale już kurde, 4 nad ranem, już nie będę wymyślał. Pójdźmy do oberży. A, to jest oberża, okej. A, tu są bandyci. A okraść bandytę to nie przestępstwo, nie? Glück und Gesundheit. Szefie, muszę się dżemnąć. Aber pogadajmy. Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt, da fällt mir ein, die hiesige Kräuterfrau. Oh, und noch was. Wacek veranstaltet bei uns einen... Ja, tam Ach, übrigens, strzelanie z besonders łuku. in der Mühle. Dort vergeht immer, wenn Sie etwas im Schilde führen, besprechen Sie sich... Dawaj jakieś zlecenie na potwory. Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Für wie lange? Für eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Du kriegst es wirklich nicht in deine hohlköpfige Birne, oder?
Idziemy Lulu. Elegancko. Do czytania na razie nic nowego nie mam. Prześpimy całą noc. Hör schon auf. Obwohl, gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. Dobra, i teraz zrobimy taki myk, bo gra się zapisała i tak. Z tego co widzę, tak. 3,54, tak. Zjemy sobie coś. O ile jest? Jest. I teraz na przykład spróbuję ubrać te kradzione rzeczy i czy się będą ludzie oburzali. Nie wiem, która jest która. Na razie ubiorę te. Wszystko. Aha, bo my to na konia przerzucili. A, no tak. Czy dojdzie do tak zwanego rzucania się? Ale ona jest elegancka, kurwa, ta burgundzka ciemna zbroja. Przyłbica też. A czy w przyłbicy czasem nie widać... Nie, myślałem, że... Bo to chyba w becie tak było, że było widać tak całe zasłonięte, nie? Miśnieńskie bigwanty. Kurwa. Czy to jest jakiś w ogóle... Sztos te. Sztos rzeczy. Człowiek konserwa. Dokładnie. Tak wyglądam ładniej, ale to ochrania. A ciekawe, że norymberskie rękawice są... Ej, a czemu mi pokazuje niby na gorzej? Skoro one są lepsze. Czekajcie, ochrona rąk. 27, a tak mam, kurde. Czekajcie. A, 28, 28, dobrze pokazuje wszystko. Dobra. Dobra, i zobaczymy, czy komuś się nie będzie podobało to, jak ja się prowadzę. Nawet śmierdziela, to będę musiał gadać z ludźmi. Kurde, no teraz to jak prawilny rycerz. To już nie są jaja.
To już nie są jaja, panie Fertku. Że w walce, a nie wiem. Może z nim pogadam na przykład. Beste Grüße. O, jaki za ten. Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Du meinst Hinek, den Sohn des Gerbers? Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Kein Schimmer. Versuch's beim Haus der Seinigen. Allerdings verbringt er kaum Zeit dort. Jaki kurde ten. Szkoda, że tego nie idzie jakoś podnieść do dialogów czy coś. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Bo to trochę głupio wygląda. Wir sind ehrliche Leute und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaube, sie heißt Adela. Adela. Muszę coś zjeść. Boczkę. K jest Adela. Okej. A to jest co? Ej, a nie czepiałem się nawet, że kradzione noszę. Na razie. No w sumie kto powie, rycerz zajebany, to już nikt się nie dowie, że to kradzione. Czekajcie, a czy mi nie wskoczyły jakieś te? O, witalność mi skoczyła. O! Gdy poziom twojego zdrowia spadnie do minimum, wpadniesz w szał i twoja wytrzymałość odnowi się 4-krotnie szybciej. O! To jest dobre. Po pokonaniu pierwszego twoje uderzenie zacznie wytrzymać będzie odnowić się 4-krotnie szybciej. Biera. Fajna rzecz. O! Ja cudownie okradam zwłoki na każdym kroku, także to się również przyda. Dobra. To się trzeba włamywać? Ja się nie chcę włamywać, ja jestem porządny chłopak, chcę się umyć. Jaka jest ta cała Adela? Pierę w rzece? Nie. To ty jesteś Adela. Jesteś wieśniak. No łaziebna, no musi być łaziebna. Jest łaźnia. Musi być łaziebna. No nie będą mnie wołać śmierdziel, dokładnie. Może zawczas jeszcze, w sumie możliwe.
O, siema panie wieśniak. Łaziebna. Hey! O, Adyla. Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Akurat Weib bin, nie das widzicie jej respektable twarzy. Männer verführt. Himmel, nein. Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen, aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Brzmi jakbyś coś kręcił, chyba kręciła. Er geht gelegentlich in den Wald? Da ist doch was faul. Was meinst du? Dagegen gibt's doch kein Gesetz, oder? Mit all diesen Strauchdieben, Kumanen und weiß Gott welchem Abschaum in der Gegend ist das nichts, was ein redlicher Mann tun würde. Aber Hinek hat auf keinen Fall etwas mit diesen Leuten am Hut. Ach wirklich? Was treibt er dann dort? Ich gehe nicht davon aus, dass er Pilze sammelt. Ich weiß wirklich nicht, was du von mir willst. Dann ist Hinek eben seltsam und geht manchmal in den Wald. Na und? Jeszcze raz, gdzie jest Wo Gienek? kann ich Hinek finden? Ich habe ihn Kommt das öfter? gelegen. Was zum Teufel? Hör mal, Hinek ist mein Freund und ich muss wirklich wissen, wo er steckt. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Also dann geht er wohl bloß in den Wald, um Pilze zu suchen, was? Pilze? Nein. Eher Hasen und anderes Wild. Also ist Hinek ein Wilderer. Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, wohin genau er geht? Womöglich hat er dir von einem seiner Lieblingsplätze erzählt. Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Do Vor ein dochodzenia paar jak Tagen. Er kam spät am Abend zu w tej mir. grze o detektywach. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja, ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Ich bin mir nicht sicher. Er schwatzte von irgendeinem Heinz, der das Zeitliche gesegnet habe. Dass er bereue, da reingeraten zu sein. Aber er hat nicht gesagt, was da wäre. Nur, dass es das Geld nicht wert war. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Aha. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu A nie gesagt? ukradnę. Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Tak to właśnie było. Hast du dort nachgesehen? Nein, ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Przydadzą Häuslerei się. seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Ist das wahr? Was? Dass andere Dirne nicht mal für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermägde sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt hat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Griesgram und Gerber ist. Also tat er dir bloß leid? Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Hinek anders, aber so ist es eben.
Ich muss mehr über dieses Versteck wissen. Ich weiß wirklich nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass er gewöhnlich zu mir kam, wenn er zurückkehrte. Verstehe. Woher wusstest du, dass er im Wald war? Er redete immer davon, was er erlegt habe, und sonst kam er nie zu mir. Schätze, weil ihm einfach das Geld dafür fehlte. Weißt du, wem er das Fleisch verkauft hat? Hat er mir nie gesagt. Aber wem hätte er es schon verkaufen sollen? Dem Schankwirt, schätze ich. Gewiss. Czy brak zaangażowania i emocji? Nie, w sumie teraz gadają o takim nudnym temacie w zasadzie. Hop nie żyje i w ogóle to... Weißt du, welchen Weg er nahm? Generalnie to Zumindest die nie ungefähre czuję, żeby Richtung. był taki problem jakoś. Irgendetwas, das mir helfen könnte, es aufzuspüren. Ich möchte meinen, dass er gewöhnlich durch das Holzfällerlager ging, denn er hat mir immer frisch geschlagenes Feuerholz gebracht und seine Stiefel waren voller Späne. Gut, immerhin habe ich einen Anhaltspunkt. Dobra, już koniec tego gadania. Zajebmy kogoś. Nie no wiem, to trzeba będzie trochę porobić tak zwanego dochodzenia. I to nie takiego, jakbyście chcieli. Do oberżysty musimy zajrzeć. Wywiad środowiskowy. No. Kurde, inwestygacja. Tak zwana. No ojciec Boguta faktycznie ma ten głos trochę za młody, też mi się tak wydaje, ale... To się może zdarzyć. Teoretycznie. Guten Tag. Nie! Nie to mi się klikło. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich habe nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes Ale teraz ta moja postać Nämlich, jakaś dass ihr taka beide Geschäfte macht. się pierdolny Bist du zrobi. überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Kurde, wiem, że sprzedajesz mu mięso. Mir ist scheißegal, welche Geschäfte ihr beide getätigt habt. Ich werde keinem davon erzählen. Ich will nur wissen, wo sich Stinker aufhält. Was haben unsere Geschäfte damit zu tun, wohin er verschwunden ist? Mehr als du denkst. Wahrscheinlich hält sich Stinker in seinem Wildererversteck auf. Und glaub mir, es war ein leichtes herauszufinden, wer Wild von ihm kaufte. Und es wäre sogar noch leichter, das zu melden. Wildern ist ein Verbrechen. Na gut, na gut. Aber versprich mir, dass du keiner Menschenseele von unserem Handel erzählst. Du hast mein Wort. No przecież ryj, jak ja rycerz. Also, was willst du wissen? Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen, und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken. Bricht dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Dobra tam. Nie sraj się. Kurwiorzu. Hehehe. Tu co za wuszt, rzeźnik. Porozmawiaj z ojcem śmierdziela. Ida tam. Pa. I tak. A masz w dupala.
No. Podpierdala mi. Już późno. Nam się Borok szybko męczy. Są najładniejsze kamienie, jakie widziałem w grze wideo. Chyba. A tu się można turniejować. Nie mam czasu na takie pierdoły. Póki co. Albo w sumie... W sumie mam czas. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Skalitz. Aus Skalitz? Ich bin Wacek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Es ist bloß... Ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Naucz mnie tak, żebym nie potrzebował 15 strzał, żeby człowieka zabić. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze. Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir, man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt 1, 2 Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Jak to mówią, anprobieren. Habe ich. Na dann komm. Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzte? Tyle mnie... Sprzedam te kradzione rzeczy, znaczy te, co mi zostały z... Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. O, tam. Spoko. Nie podpierdalaj strzał, dobra. Und los! Ich treffe euch am Ziel! Ja jebie. Ja mam do tego strzelać. Serio? Czy to jakiś No i one tu muszą dopłynąć, nie? Nie, zaraz, to ja miałem... Kurwa mać. Ja myślałem, że one będą spływać. I że ja sobie mogę poczekać tam na nie. Dobra. Chyba przegram. Teraz mnie może uratować tylko doskonała celność, której nie mam. Bo coś mi pierdolił o bieganiu, jak tu się stoi. Dobra. Aber die nächsten treffe ich. Kurwa, to jest pojebane. Jak ja nie wiem nawet, gdzie ona spada, ta strzała. A ten już niby tref... Ich kann nicht weiter. Die Strömung könnte mich in den Tod reißen. No bez jaj. Jakie to jest kurwa głupie. A! Ej! Wydawało mi się, że trafiłem. No to faktycznie wydawało mi się.
No nie wyżej, bo nad przelatuje, to jak wyżej. Ta zaś niżej. Zaś się Twitch zdupił. Ej, no słychać dźwięk, że się wbija. No what the fuck, ej. Przecież jest dźwięk, że się wbija. Czemu ja nie dostaję żadnych punktów? Chyba, że jak się wejdzie do wody, to jest oszustwo czy coś. Nie wiem. Dobra, teraz się wyjebie i będę wiedział. No ta się wbiła na 100. No ta też. Nie wiem, może nie wolno z wody czy coś. Ha! Versuch nur das zu überbieten. Może. Najwyżej ich zabije wszystkich. Hey, du darfst hier nicht mit gezogener Waffe rumlaufen. Steck sie weg. Ist das dein Ernst? Weź nie strzelaj. Hä? Verdammt, das war der Wind. Steck die Waffe weg. Das ist dir verboten. Dobrze. KS Wacek. Waculik. Czemu ja nie gadam? Du bist letzter Kumpel. Kopf hoch. Wenn du wieder ein bisschen Geld... Kurwa, raus. Oszusty zajebane. Tfu. Siema, frak egzekutor. Trzeba nie zmieniłeś. Nie wiem. To się samo powinno zmienić. To tak nie może być. Dobra. Pytanie istotniejsze. Jak się dostać... Aha, tędy. Czyli dobrze szedłem. Jak mi się gra podoba tak szczerze? Zajebiście. Oprócz wszelakich technicznych problemów jest niemiłosiernie wciągająca. Dawno mnie żadna gra tak nie wciągła. Tak mi się podoba klimat. I ten świat cały i to wszystko, że... Kurwa. A jak już teraz umiem się trochę bić i nie ginę za każdym starciem z więcej jak jednym wrogiem, który nie ma miecza, tylko pałkę i bez zbroi, to już mi się w ogóle całkiem podoba. Hey, wer ist da? Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ej, on ma taki znajomy ryj skądś, nie wiem Ich suche skąd. nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Hast du je von ihm gehört? Natürlich. So nennen sie meinen Sohn, Hinek. Ah, du weißt nicht zufällig, wo er sich aufhält. Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Ty kurwa, słuchaj no. Hüte deine Zunge, Bauer. Ich bin ein Gesandter des Herrn Ratzig-Kobilla. Schluss mit deinen Ausflüchten. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo dein Sohn ist. Entschuldige, falls ich dich beleidigt habe, junger Herr. Aber No. ich weiß trotzdem nicht, wo er steckt. Tauchte vor einer Weile beim Haus auf und verschwand kurz darauf fluchtartig. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Was? Na, pass auf, mir ist klar, dass der Bursche eines Tages am Galgen endet. Aber ich bin noch immer sein Vater. Du kannst nicht verlangen, dass ich meinen eigenen Sohn verpfeife. Wenn dir sein Leben lieb ist, bete lieber, dass ich ihn finde. Denn ich bin nicht der Einzige, der nach ihm sucht. Das kommt wenig überraschend.
Und wenn schon, wenn dich Herr Ratzig schickt, gibt's nur eins, das Hinek erwartet. Der Galgen. No to Frag Executor, powodzenia w wybieraniu czeskiego dubbingu w tej grze. So muss es nicht enden. Wenn Hinek kooperiert, kann er seinen Hals retten. Also beruhigt hast du mich nicht, aber zur Hölle damit. Ich sag dir, was ich weiß. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Hinek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. To już wiemy, że nie wiemy wiele więcej. Co prawda nie wiemy też mniej. Dobra, znajdź schowek śmierdziela. Nie wiem, kurwa, gdzie może być śmierdziela schowek. Może w kurniku. Nie idzie wejść do kurnika. Może w chlewiku. Też nie pasuje. Kurde, gestapo. Jakieś gówna. Nie będę ich z buraków okradał. Adela. Ja, ale ona gadała co, że... Ale nie, ona powiedziała w końcu? Bo ja sobie nie umiem sobie przypomnieć. Hey! Da drüben! Nie, on mnie teraz zakabluje, że jestem złodziejem. Da drüben! Kurwa mać. Ja pie, no idźcie, idźcie. Lećcie, nakablujcie. W zachodnim krańcu działki. Na pewno w zachodnim? No nie wiem, gdzie to jest kraniec zachodni. Może tu? O! Nie masz łopaty. Kurwa. Ale może mam na koniu. Tak. Szybko kopiemy. Póki mnie nie znajdą. Jestem zadenuncjowany. To się sprzeda. Opuszczam tę posesję. Nigdy tak naprawdę mnie tu nie było. Kurde, już nie można do chaty nawet wejść ludziom tak po prostu, o. Bez sensu, nie? Łociubary, a to ja tu Dobra, jademy tu, bo tu jest najbliżej. Już trzeba to zrobić, kurde. Akurat atmosfera w mieście przycichnie. Będzie dobrze.
Ja, jest gruba. To bych se save'a zrobił. Umiejętności walki? Zaraz. Aha. No ale to ta nie, bo ta jest zawalona i po wszystkiemu, nie? No to dobra. To tak. Mieć kopalnię na wzniesieniu. I no, czy tu będzie szło przejść? Nie wiem. Nie mam pewności. Dobra, to bezpiecznie się w sumie to zrobimy inaczej. To ja się tu... O. I mnie teraz pewnie chyci straż w mieście. Albo nie. Może nie. Zwłoki na drodze. Nie! Nie interesują mnie. Okej. Stąd już sobie dam radę. Pierw tu. Czemu jeden z bardziej absurdalnych fast travelów? Nie rozumiem, co w nim jest takiego absurdalnego. Akurat jest mało absurdalny, bo postać się nie teleportuje, tylko idzie. Animacji. Tam nie ma żadnej animacji. To jest mapa. Co w tym absurdalnego? Gott sei mit dir. Czy w Falloutie nie było podobnie? Ja prawie nie grałem w Falloutie. Ich suche nach Hinek, dem Sohn des Gerbers. Wie ich hörte, kommt er manchmal hierher. Hast du ihn gesehen? Er kommt hierher, aber ich habe ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Frag Himbeer, der kennt ihn besser. Wer ist Himbeer? Du wirst ihn leicht erkennen. Sein Gesicht ist so rot wie eine Himbeere. Kiki. Hey! A to jakaś tu? Malina. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Faktycznie. Deine Kumpane sagten, du würdest ihn erkennen. Stinker, jawohl, er taucht ja ab und an mal auf. Wieso fragst du? Ich versuche ihn zu finden. Na dann viel Glück. Was meinst du? Stinker ist wie ein verflixter Igel. Immerzu kraucht er durch den Wald und ist genauso kratzbürstig. Also siehst du ihn oft dort? Ist mehr so, dass wir ihn nicht sehen. Ciężki typ War do er vor rozmowy. kurzem hier? Ist ein paar Tage her. Trudelte gegen Abend ein, sturzbesoffen. Vielleicht hat sie ihn irgendwo aufgestellt und er hat sich das Genick gebrochen, was weiß ich. Also ist er in den Wald gegangen? Ja, wie sonst auch. Woher kennst du ihn? Wir haben zusammen bei Janowitz eine Mühle gebaut. Dann ist er verduftet. Ein Jahr später bin ich zum Arbeiten hierher und sieh an, wer da ist. Stinker! Stinker. Weißt du, was er im Wald so treibt? Dreimal darfst du raten. Geld machen. Ist kein Geheimnis, dass er wildern geht. Bei dir klingt das so, als wäre das rechtens. Nein, nicht doch. Ist verboten, das ist mir bekannt. Also ich glaube, er könnte wildern sein. Aber vielleicht ist er nur Feuerholz sammeln. Was weiß ich? Feuerholz, ist klar. Ja. Wie ich hörte, hat Hinek irgendwo im Wald ein Versteck. Weißt du, wo es ist? Jawohl, ich glaube, ich war mal dort. Du glaubst? Was soll das heißen?
Entweder warst du dort oder nicht. Einmal haben Hinek und ich einen gehoben und uns ist das Bier ausgegangen. Hinek meinte, er habe was in den Wäldern versteckt. Also sind wir dorthin. Kannst du dich an was erinnern? An die Richtung oder den Weg, den ihr genommen habt? Jawohl, das kann ich dir ganz genau sagen. Wir sind vom Rand des Lagers hier über den Pfad bis zum Bach gegangen. Etwas stromaufwärts liegt ein Baumstamm über dem Wasser. Da sind wir drüber und dann einen Hügel hoch zu einem großen Felsbrocken. Und jetzt pass auf. Was? Irgendwo da ist eine Quelle. Jemand hat so eine Art kleines Mühlrad beim Wasser aufgestellt. Tag und Nacht kannst du es klappern hören. Klapp, klapp, klapp. Aha. Danach gehst du an der Quelle vorbei, dann solltest du eine Lichtung sehen. Da ist Hineks Versteck. Ein alter Minenschacht oder eine Höhle. No i nie można było kurwa od razu tego powiedzieć. Jakiś komplikacze. Komplikowcy. No w ledeczku mam przejebane niestety. Za kradzierstwo. A zapłacę karę najwyżej. Wszystko tam się będę przejmował. O Jezus, jak sam jest pięknie. Nie wytrzyma. Iść do strumienia aż... Kurde, ale mi nasrali tych zadań. Chyba znalazłem. Großer Gott, was soll ich bloß tun? Nicht, dass ich von dir irgendeinen guten Ratschlag erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist. Bitte töte mich nicht, ich kann was erklären. O chujał. O głup. Ich werde niemandem etwas verraten, ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht umbringen. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer bist du dann? Ich komme im Namen von Herrn Ratzig-Kubilla und Herrn Hanusch von Leipa. Ich untersuche den Überfall auf das Gestüt bei Neuhof. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wenn du auch nur eine Aussicht darauf haben willst, dem Galgen zu entrinnen, schenk reinen Wein ein, ja? Himmel, Herrgott, das hat wohl nie ein Ende. Na? Also gut. Euer Überfall auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichts Halsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichts Halsabschneidern? Waren zwei Banden dort. Meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort. Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen riesen Anschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Deine Bande. Was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren 4 an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz
und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Ein Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Pius. Er meinte, er hatte einen besonderen Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt. Ab und an mal einen Überfall auf der Straße, nichts Größeres. Als sie uns gesagt haben, wie viel das einbringen kann, konnten wir nicht Nein sagen. Also kannte Pius sie? Ich glaube ja, aber ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt. Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Dobra. Godej. Kanntest du einen von Wichts Leuten? Nein, haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl, ihren Anführer, Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie, aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Kurde, pan Arcin, uspokój swojego nocnego narodowego Downa. Nie rób zamieszania. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad. In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob es da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er in den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich habe ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war es nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenne dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, dass mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von 2 von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt, haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben
Und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln. Und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. O panie. To się rozgadał. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. Ja bym się ponapierdalał. Hey, hier drüben! Sie ist auf dem Hügel. A tu wsadził do tego. Haltet die Fresse, sonst hört ihr euch noch. Scheiße. Das sind Wichtsleute. O. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Mist. Na, go na pierdolka. Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir es sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Oh, großer Gott. Also gut. Vermutlich hast du recht. Trójka. Jeden z pochodnią, jeden z mieczem, bez tarcz, bez zbroi, bez hełmów, bez niczego. Was ist hier los? Wer ist da? Kurwa, a faktycznie z zaskoczenia. Zeit am falschen Ort. A kurwa, nie udało mi się. Verflixt. Dobra, no 3 na 1 może być problem. Ich schlachte dich ab. Jeden, poszedł. Hast weiche Knie bekommen, was? O ty, kurwa gnoju. No kurwa. Nie mów brzydko. No, dawaj. Ich hack dich in Stücke, du Ratte. Kurwa. Co ty mi powiesz, kolego? O! Dobra. Nie ma sensu, kurde, żadnej litości mieć. Jak widać. Nie ma sensu. Kurde, gdzie jest reszta tych pachołów? Fajne rzeczy. A gdzie ten trzeci? No i fajnie, że on to ściąga, ale szkoda, że tego nie robi do cutscen. No tak głupio wygląda z tym łbem zakutym. Tu chyba spadł. Ha, oba tu spadli. Lol, jaka beka. To się posprzedaje wszystko. O, wytrychy to jak najbardziej. Trochę się przeładowałem. Ale to nic.
Nawet nie ma co tylko na konia dawać. Zapytaj o Tymka w wiatraku. Kyky. Ej, a gdzie ten typ się w ogóle... Co się z tym typem stało, co ze mną wyszedł? Zginął? Przeżył? Uciekł? Nie wiem. Dalej płotka. I haha. O nie, tak kiedyś zginąłem. Się głupi koń zablokował i nie wiem co się stało. Jest młyn. Faktycznie nie kłamali. Czym się grechu? Dozo. To się stało, tak. Dokładnie właśnie to. Mam dziwny cień mam. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Kłamiesz. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier. Ein zerlumpter Kerl wie du? Na sicher doch. Co ci pojebało? Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Aber ich weiß nicht, wovon du redest. Kurwa, przestań kłamać. Jetzt spitz die Ohren. Es wäre für alle das Beste, wenn du ehrlich wärst. Ich wüsste gern, wo er steckt. Und dich würde es freuen, wenn ich euch gegenüber nicht unsäglich werden müsste. Timmy würde bestimmt gerne am Leben bleiben. Du willst ihm doch nicht wehtun. Nein. Wie gesagt, ich will nur mit ihm sprechen. Na schön. Aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Bo wam zgładzę psa i tak jest wychudzony. Biegam jakbym dostał pierdolca. No idziesz, chodź. Musimy pogadać. Kiedy ja w tym czasie zbieram zielsko. Znaczy nie zielsko w sensie stricte. W sensie nie narkotyki. Już możemy gadać? A może cię zabić? Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn.
versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Cholera. Tu już widzę pewien problem. Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Interessant. Ich suche auch nach einem großen Ochsen namens Timmy. Na bitte, was für ein Zufall. Könnte es derselbe Kerl sein, frage ich mich. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Dobra, trzeba ich będzie zabić. Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Kurwa, 4 typa. Może być trudno. Bo mogę skłamać, że jest w tych... w Ratajach, ale... Ej, a jakby to tak spróbować zrobić? No spróbuję. Na gut, ich sage euch, wo ihr steckt. Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? 2 Dutzend kriegst du, nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Abgemacht. 40 groszy. A chuj, skłamie. Spróbuję. Er soll sich in Ratai verstecken. Ach ja? Wo in Ratai? Ich weiß nicht. Das wirst du selbst rausfinden müssen. Klingt nach einem Haufen Scheiße. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden und spuck's aus. Dobra, kurwa. Próbujemy. Du weißt nicht, wann's genug ist, oder? Wenn man die Oberhand hat, tut man, was einem passt. Wohl wahr. Bloß hast du nicht die Oberhand. Ale mieczem, mieczem. Jeden załatwiony. Dobra, dobra, kurwa, ale... Zajebałbym ich, jakby się nie rzucili wszyscy w jednym momencie na mnie. To bym ich pokonał. No ale jak mnie 4 zaczęło napierdalać w jednym momencie, to ciężko. Save'a chyba nie robiłem jakoś mega dawno. No, tutaj. To nie ma źle. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Dobra. Das wird eine Freude. 2. A ja już nie jestem taki cienki bolo. Das nennst du kämpfen? Hast weiche Knie bekommen, was? Was ist los? Komm schon! Spróbujemy tego. Tak. Tak. I tak. A. Du bist tot! Nie wiem co się stało. Komm her, du Weichheit!
Genug, genug. Przepraszam. Znaczy, przepraszam. Chyba było nie startować. To się wszystko fajnie posprzedaje. To się zawsze przyda. To się pozjada. Ślązak i nie zabiera węgla. Dobre. Co? Przeciążyłem konia jakimś cudem. Zjemy chleb. Nie pomogło. A, to można w sumie wywalić, to nie jest jakieś super drogie. A zaś nie wiem, co się z tym kumplem stało moim w sumie. Największa beka. Czekajcie, bo jeszcze jestem przeciężony. Kilogram. Gdzie ten kilogram się tutaj, kurde, zbunkrował? Ja bym ich tam pokonał. Ja bym ich pokonał i no mówię, no... Jakby trochę logiczniej się ustawili na początku, jakbym nie zaczął pięściami bić. A jeden poszedł na jednego szlaga, jakby ich zlurować tak bardziej, to by się udało. Ale się nie udało. Op. Dobra, bo zamęczę tego konia na śmierć. A już nie jeden konia, prawda, zamęczył. Było. Koń sam przykleja się do drogi. Nie! Jak? Sam do drogi przykleja. A co to on, jakiś kleisty? Kurwa. Kogo rozjebać? Dobra, już wiem, co jej mam powiedzieć. So eine... Jetzt spitzt, Timmy würde Du. Nein. Aber nicht... Dobra, ja zrobię tak. Ja ich na hajs
oje BBB i spróbuję ich zabić. Tak to zrobimy. I pyk z miecza, i myk, i myk, i myk, i myk, i myk, i myk. Tak to będzie wyglądało właśnie. W ten oto... O, retoryka mi skoczyła. To jest dobre. Ja się dużo targuję bardzo. Także to akurat się przyda. Ile w ogóle jest leveli postaci w tej grze? Gott allmächtiger. Brzmiało, jakby była zadowolona. Hier bin ich. Was willst du von... Kannst du mir sagen, wo ich... Versprich mir das... Wieso kümmert es... Ja, nun? miejmy Wer to za sind die? sobą. Weiß ich, aber ich habe... Das ist gut. Gut, ja. Er versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Dobra. Nie straszcie. Mich beschleicht das Gefühl. Ich ebenfalls. I robimy tak. Nach einem groß... Interessant. Na bitte. Wenn mir... Dawaj forsę. Na gut. Ach ja? Wir sind doch alle... 2 Dutzend. Abgemacht. No i się napierdalamy. Du weißt nicht, wann's genug ist, oder? Wenn man die... Wohl wahr. Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Dobra, jeden zajebany. Du wirst leiden. I teraz kurwa spokojnie. Kurde, nie są tacy... No jak cię dwóch zaczyna już napierdalać, to jest trochę ciężej. Verdammt! Trau dich doch! Ich dreh dir den Hals um, du Dobra, spokojnie. Dobrze. Dobrze jest. Tu go... A! Trzeba było natrzeć. Dobra, Das ist dein Ende. Wszystko. Okej. Już nie mogę tego tyle brać, już nie mam, kurde, placu. A tu takie fajne rzeczy do sprzedawania. Ej, ale jednak ten perk, żeby z każdego było więcej pieniędzy, to kurde sztos. Maszyna do pieniędzy dosłownie. Zarabiania. Dobra, bierzemy ino te najdroższe rzeczy. Już kurde, nie ma miejsca nawet na koniu. No. Ej, ale... Tu jakieś miecze mają. A, wciuli tam z ich mieczami. Bo ich tu jest 3. Aha, ale jeden padł na początku, nie? Ten szef w ogóle chyba. Tego szefa to chyba w ogóle na początku zabiłem.
No. Tak jakby. De facto. Tak było. O kurwa, siekacz dusz. No nie, to trzeba wziąć. Zdecydowanie miał za drogie rzeczy, żeby je tak zostawić. Trzeba jechać coś sprzedać, bo jestem przeładowany. Jestem objuczony bogactwem. Krótko mówiąc. Niestety już nic nie idzie na konia załadować. Czy tu się może idzie dżemnąć? Nie. A czekajcie, mam jakieś tu eliksiry, zaraz zarzucę. Jeszcze na gietka machniemy. Czy serio nie mam na koniu miejsca? Mam, trochę. No, już nie. Jaki duży obszar ma mapa? No tak. I tak. I tak. I tak. Jeszcze nie wszystko jest odkryte, nie? Dobra. Wciągło mnie, to zróbmy tam jeszcze te jedne. Ale można coś zjeść w sumie. Miód powinien leczyć. Trzeba się wyspać. I w grze, i w rzeczywistości. Dup, du du dup, du du dup, du du dup, du du dup, du du. Nie, tu nie, tu nie, tu nie, 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 koniu, nie, kurwa, nie. Du du dup. Co jest tu? Nie. To jest jakaś wiocha. Może radzionków. Piekary śląskie. O! Nie nerwuj mnie. Pikoń. Ist etwas passiert? Allmächtiger. Siehst du nicht, dass hier Leute sind? Kurwa, nie wyjadę stąd nigdy. Labirynt fauna. Siema, Tymek. Hey, Timmy. Wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße.
Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Scheiße. Okay. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hynek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja? Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Sehe ich etwa wie einer aus, der aus Spaß Schwachköpfe jagt? Nee, tust du wohl nicht. Smarkacz, typ ma z 40. Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hynek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Tallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus, nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst mit einer riesen Buche. Oder war's eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Jak to wytłumaczył, ja bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke. Ah, ja, genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Du warst am Massaker beteiligt, Timmy. Leute wurden ermordet und der Hof niedergebrannt. Du kannst nicht erwarten, damit durchzukommen. Komm mit nach Rattay. Sie wissen, was mit dir zu tun ist. Nein, nein, ich gehe nirgendwo hin. Die würden mich aufknüpfen. Was hast du erwartet? Dass du dich einer Bande anschließt, um zu plündern, zu morden und Brand zu schatzen und dir dann nichts geschieht? Komm mit, dann stirbst du zumindest wie ein aufrichtiger Christ. Niemals. Erschlag mich doch gleich hier und jetzt. Co z nim robimy? Zajebać go jako bandytę, czy zostawić go wyrokowi boskiemu? Macie jakieś zachcianki specjalne, korzystając z okazji, że jesteśmy na żywo? Pomyśl o siostrze. Do Rattaju z nim. Jebej. Aha, siostra prosiła. O, swoją drogą. Deus vult zajeb. Sam, że się zagub. A, niech se żyje, jebany. W sumie co mnie to obchodzi. Nein. Der Herr wird dich richten. Und bis dahin werden deine Sünden dich heimsuchen. Siema, Stelczu. Nie będę siostrze przykrości robił. Dejcie się, aby ale przespać. O, tak wyglądam fajnie. Dobra, trzeba przespać noc. I jak ijem? Jak ijem? Mało ludzi. No ale w ten weekend będzie dużo. Kebaba z czekoladą? Nie, ale ja go w ogóle kiedyś jadłem.
Czy dobry? Nie. No nie, no, to nie kebab. To nie może być kebab, nie ma mięsa i tak dalej. Do mnie. Tak średnio bym powiedział. No i tak to kurwa jest. Czy w fotce? Nie, no jasne, spoko. Nie ma problemu. Kurde, nie wiem teraz co mam ubierać. Pewno to. Na pewno to. Nie, to. Mam za dużo rzeczy i mi się myli. Coś mi tu brakuje. A. No właśnie. Okej. Dobra. Robimy tu save'a. I będziemy kontynuować to zadanie kolejnym razem. Także ja tutaj kończę na YouTube'a, prawda, nagrywanie. Dzięki za uwagę. To był dobry, kurde, dzisiaj dobre granie. Działo się. Postać się udało rozwinąć fajnie. I w ogóle pomysł z napaścią na rycerza to był zajebisty pomysł. Kto by pomyślał, że się uda. To tyle. Dzięki za uwagę.